Hallo, wir haben bereits gesehen, dass die Bibel sowohl von Gott als auch Jesus als dem Ersten und Letzten, dem Alpha und Omega spricht. In diesem Video wollen wir uns weitere Bibeltexte anschauen und sehen, ob Jehovas Zeugen Recht damit haben, dass Jesus geschaffen ist und somit unter Gott steht, oder ob Jesus weitere Eigenschaften hat, von denen Gott sagt, dass er allein sie besitzt und niemand sonst. Was uns wiederum aufzeigen würde, dass er auch Gott ist und nicht nur ein kleiner, neben Gott. Denn das wäre ja auch Götzendienst und somit gegen Gottes Gebot, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben sollen. Wir wollen uns also heute die Frage stellen: Hat Christus Anteil an der Herrlichkeit Gottes? Geht mit ihnen in das Buch Jesaja und liest dort in Kapitel 42 den Vers 8. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Gott Jehova spricht hier, dass er seine Ehre keinem anderen gibt und erst recht nicht seinen Ruhm den Götzen. Ein paar Kapitel weiter nochmals dasselbe. Um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert, und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Wir sehen, dass die Ehre und die Herrlichkeit Gottes keinem anderen zusteht als ihm. Gott macht das hier in diesen Texten sehr deutlich. Wenn ihr euch also gemeinsam diese beiden Bibelverse angeschaut habt und ihr euch darüber einig sind, dass Gott seine Herrlichkeit für sich allein beansprucht und keinem anderen gibt, geht mit ihnen ins Neue Testament, und zwar in das Johannesevangelium. Fragt sie, ob sie euch diese beiden Texte erklären können. Schauen wir uns als erstes Johannes 17, Vers 3-5 an. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Hier erfahren wir von Jesus selbst, dass er die gleiche Herrlichkeit hatte wie der Vater, bevor er als Mensch auf diese Erde kam. In Jesaja 42 und 48 haben wir gelesen: Gott gibt seine Herrlichkeit keinem anderen, es sei denn, Jesus ist auch Gott. Können wir also nicht davon ausgehen, dass Jesus auch Gott ist? Sicherlich mag euch auch aufgefallen sein, dass die Neue Weltübersetzung anstelle von die ich bei dir hatte, einfach die ich neben dir hatte schreibt. Doch würde das nicht genau dem widersprechen, was Jehova in Jesaja 42 Vers 8 und 48 Vers 11 über seine Herrlichkeit sagt? Nämlich, dass er sie keinem anderen geben will. Gott lügt nicht, also können wir sehen, dass auch hier einfach wieder in Gottes Wort eingegriffen wurde, um es umzudeuten. Weil eben nicht sein kann, was nicht sein darf. Nur ein einziges Wort mit einem anderen Wort ersetzt und du machst aus Jesus statt Gott einen Gott neben Gott. Und was das bedeuten würde, wissen wir ja nun. Es wäre nicht im Einklang mit Gottes Wort, mit dem, was wir bisher gelesen und studiert haben, sondern es würde sich widersprechen. Wieso also sagt Jesus, die ich bei dir hatte? Was war denn, dass er sie nicht mehr hatte? Nun, die Antwort ist ganz einfach und die finden wir in Philipper 2, Vers 5-11. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Mit anderen Worten, Gott wurde Mensch.
Jesus legte seine Herrlichkeit ab, um auf diese Welt zu kommen und uns zu retten. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Er hat keines seiner Geschöpfe in die Welt gesandt, um uns zu erretten und uns von der Sünde zu befreien, sondern er kam selbst auf diese Erde und erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuz. Was für einen Gott wir haben, das ist einfach nur erstaunlich und unbegreiflich schön. In 2. Petrus 1, Vers 17 lesen wir: Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit. Wenn doch Gott selber sagt in Jesaja 42 und 48, dass er seine Herrlichkeit keinem anderen gibt, und wir hier aber lesen können, dass Jesus Ehre und Herrlichkeit vom Vater empfing, so stellt doch das Jesus in die gleiche Position wie der Vater, oder nicht? Zeigt das nicht, dass sie eine Einheit sind und immer schon gleichzeitig da waren? Diese Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, ehe die Welt war, und ablegte, als er auf die Erde kam, erfahren wir in Johannes 7, 38 und 39. Nahm er wieder an sich, wo er wieder in den Himmel zurückkehrte, denn dort lesen wir: Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und wie wir wissen, kam der Heilige Geist erst, wo Jesus wieder im Himmel war, nämlich damals zu Pfingsten bei den Jüngern, wie er es ihnen verheißen hatte. Wir sehen also, dass Jesus kein kleiner Gott neben Gott sein kann, sondern dass er und der Vater die gleiche Herrlichkeit haben und die, wie Gott selber sagt, er keinem anderen gibt. Wenn man sich das einmal bewusst gemacht hat, so ist das ein starkes Zeugnis. Daher lohnt es sich auch, die Texte erst einmal für sich selbst zu studieren und anzuschauen und erst danach auch mit anderen zu teilen und zu studieren. Wir wollen uns zum Schluss noch einen weiteren Bibelvers anschauen. Geht mit ihnen zu 1. Könige 8, Vers 39. Dort lesen wir, dass Gott allein die Herzen der Menschen kennt. Die NWÜ schreibt: Gott ist der Einzige, der die Herzen aller Menschen kennt. Und damit stimmen wir natürlich überein. Gott allein kennt unser Herz und was unsere Gedanken sind. Wenn ihr euch also miteinander diesen Vers angeschaut habt, geht mit ihnen zu Matthäus 9, Vers 4. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Hier sehen wir, dass Jesus genauso wie Gott in die Herzen der Menschen sehen konnte und sah, was die Schriftgelehrten Böses in ihren Herzen dachten. Jesus kennt also auch die Gedanken der Menschen, so wie Gott. Matthäus 12, Vers 25. Jesus aber kannte ihre Gedanken. Lukas 6, 8. Er aber kannte ihre Gedanken. Wenn Gott sagt, dass er allein das Herz der Menschenkinder kennt, und wir lesen können, dass Jesus auch die Gedanken in ihren Herzen kannte, offenbart es uns nicht die Stellung, die er bereits lange vor dem diese Welt war bei Gott und mit ihm gleichzeitig hatte? Beim nächsten Mal wollen wir uns noch ein paar weitere Beispiele anschauen. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei Ein Licht in der Dunkelheit.